In unseren letzten 2 deutschen Bibelbetrachtungen habe ich Beucht Zion. Was ist Beucht Zion? Erstens, wann ich ihn fragen kann. Stadt Gottes, ja. Gottes nie-testamentliche Volk, nicht? Das sei wie, Beucht Zion. Wir haben Beucht Zion mit dem Beucht Sinai. Wenn Beucht Zion Gottes nie-testamentliche Volk ist, war das dann Beucht Sinai. Gottes alttestamentliche Volk, nicht? Wir haben diese 2 Beuche verglichen, und dort hat Gottes Wort auch in Hebräer Kapitel 12. In dieser Serie habe ich gesehen, wo die Israeliten beim Beuch Sinai Angst vor Gott hatten. Woran hatten die Israeliten Angst? Ja, sie wussten Gott, dass die noch Sünder wären. Die hatten Angst von Gott. Und aber wenn wir nicht mal sind in unseren harten Haaren, wenn Jesus unsere Sünden weggenommen hat durch sein Blut und Gnade, machen wir dann Angst haben? Nee, da machen wir nicht Angst haben. Dann können wir uns dazu freuen, ein Tag Jesus zu sein, ein Tag in Gottes Gegenwart zu sein. Wir machen nicht Angst haben. Aber die Israeliten, die hatten sehr Angst für Gott. Und Gott hat dort Volk geredet. Und die Menschen, die hatten Gottes Stimme gehört, übernehmen sie Gottes Stimme an? Nee, die weisen Gottes Stimme auf. Und die Bibel sagt uns, dass wir niemals Gottes Stimme aufweisen sollen. Niemals. Die Stimme Gottes oder die Stimme Jesus lädt uns an, seinen Beuch unterschlüten, dort wie auch zu Gottes Beuch oder Beuch Zion gehören kann. Und wenn wir das persönlich belebt haben, dann wird uns nun wo angeschrieben? Am Lebensbuch Gottes, nicht? Und wo ist der ab dieser Welt wurde fing, oder wo steht er? Im Himmel, Dankeschön, ja, wo kein Mensch haben kann. Kein Mensch kann uns nur miteinander und kein Mensch kann der Rüt lassen, bloß wir uns selbst, nicht? Wenn wir Gott annehmen, dann wird uns nun angeschrieben, und wenn über wie Gott verluten, zu Zeit starten, dann sei wie zu Gott, nie kostet die uns nun, oder mir nun von der Rüt nehmen. Wenn das wird wie du da zu Gott sein, und dann nimmt Jesus uns nun von der Rüt. Und dann sei wie ewig verloren. Und über diese weiten dort uns nun am Lebensbuch geschrieben ist, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, gibt uns eine innerliche Friede, die niemals schadern macht. Da meint so viel, dass niemals für Gottes gerecht oder gerecht fürchten macht. Wenn wir weiten, dass wir reich vor Gott stehen, dann wir sind auch gerecht, dass Gottes Wort, der uns rechten tät. Und kriegen dann, wo viel schreckliche Dinge auf dieser Welt angehen und wo gottlos alles scheint, kann wir diese innerliche Friede haben, dass wir reich mit Gott sind. Und kein Ding kann diese Friede, die wir haben, wegnehmen. Aber für die, die Gottes Stimme aufwiesen, dann als Gottes Stimme wird zu fürchten, das ist eine verurteilende Gerichtsstimme. Und kein Wunder, dass die Israeliten Gottes Stimme da nicht hören wollen und nicht verdrehen können. Die können das nicht verdrehen, sagt Gottes Wort. So wir haben in dieser Serie nu die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk nur gesagt und wir weiten, dass der größte Gebot Gott über alles läuft der Hand ist. Aber Jesus sagt uns in Matthäus 22, Vers 39, das zweite Gebot ist mit dem Glück, dieses dienen nur gut so gut sein als die Salz. So diese Gebote sind Glück, sagt Gott. Und von der, wo wir sehen, wo die Beziehung von Kinder Gottes oder erstens unge Kinder Gottes sein soll und auch zu uns Nuber sein soll. Und dann wollen wir diese Serie mit einem letzten Punkt noch schließen. Anfang los wie in Hebräer Kapitel 12, Vers 28a. Hebräer 12, 28a. Darum, weil wir ein unbewegliches Reich empfangen haben, wir Gnade, durch welche wir Gott dienen wollen. Nun, die plottische Bibel, sagt, diese wird ein bisschen anders. Und dort sagt, wir ein unbewegliches Rückkriegen, weil wir dankbar sind in Gott dein. Mir ist es nicht ganz deutlich, woran sie dort Wort Gnade als dankbar sein, sagt, han.
Und dort ursprüngliche griechische Wort als Charis, wird in Hebräer 12, Vers 15 auch gebraucht. Und du wird dort Wort aus Gnade oder Gnut übersagt. So woran sie hier an diesem Vers stand, dort aus dankbar sein, übersagen, dann ist mir nicht deutlich. Ich nehme an, dass die Luther-Übersetzung hier wird klarer und besser übersagt als. In meiner englischen Bibel, die New King James Version, die sagt auch, das redet auch von Gnut, weil wir Gott mit Gnut dienen. Wir sagen, Gott mit Gnut dienen. Wir weiten dort, wie Gottes Gnut brücken dann, geraten worden, so als Paulus uns erklären wird, in Epheser Kapitel 2, Vers 8, sei bekannt wird, du sagst, hey, je sind durch Gott seine Gnut geraten, wie es je glauben. Dort ist nicht durch ihn Worten, dort ist ein Geschenk von Gott. So Gnut ist ein unverdientes Geschenk, das ist ein Geschenk Gottes, das Gott ist uns gut, obwohl wir das nicht verdient haben. Das wird Gnut ist. Wir müssen Gnut haben, Gottes Gnut haben, geraten zu sein in Gott zu dienen. Aber mit Gnut Gott deinen Haft mit unseren Mitmenschen auch zu tun, wo wir andere Menschen behandeln. Und durch ein Gleichnis sagt Jesus in Matthäus 25, in Matthäus Kapitel 25, Vers 40, Matthäus Evangelium 25, Vers 40 bei. Und hier fängt Jesus mit dem Wort an, ich sage ihm die Wahrheit. Alles, was Jesus gesagt hat, wird das nicht alles Wahrheit? Das wir nicht. Warum sagt er dann, ich sage ihm die Wahrheit? Ja, klar, wenn andere nicht die Wahrheit sehen. Und auch, er will nie haben, dass die Menschen nie abpassen sollen, nicht? Vielleicht ist, wenn ich hier nie sein würde, komm, nie, was ich nie sein will. Das ist sehr wichtig, weil wir dort an Sinn behalten, an sie Gedanken halten. Er sagt, ich sage ihnen die Wahrheit. Was sie für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, dort habe ich an mir getan. Wer sind diese Menschen, die geringsten Menschen? Ans Nächste. Ja. Ja, vielleicht sind die Kinder Gottes, unsere Geschwister im Herrn. Und manchmal sind die nicht. Oder manchmal werden die mal Christen, haben Mut verloren und weisen Gott auf. Und wenn wir die Gnut wiesen dann, dann dienen wir Gott mit Gnut. Wenn Jesus sagt, was die für dich tun, das habe ich an mich auch getan. Weil wir das niemals vergessen. Wir sagen Gott mit Gnut deinen. Und wenn wir über nicht tun, dann sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 12, Vers 15. Und seid du nur, dass keiner Gott seine Gnut versiemen macht. Und dann redet Luther noch von Gottes Zorn. Und dann in den Versen 12 bis 14 gibt der Hebräerschreiber einige Beispiele dafür, was er gemeint hat, wo wir Menschen mit Gnut dienen können. Gott wies uns alle Tag nie Gnut. Und er sagt über, wenn die meine Nachfolger wollen sein, dann muss die auch gnädig sein. Dann muss die auch einander gnädig sein, mit Gnut einander dienen. So, wo können wir unserem Nuber mit Gnut dienen? Weil Verse 12 und 13 sein, aus Hebräer Kapitel 12, merkt also, jene Meide hängen in flottige Knien Wader stark. Merkt sichere Schritte mit jene Feit, dass keiner aus ein lahme Hand stolpert, über Leibe gesund wird. Und wie kann diese Verse, besonders Vers 12, in zwei verschiedene Wege ausleihen und verstehen? Erstens, ich habe da lesen, als ob die für uns selbst gemeint sind, dort wie unsere eigene Hänge in Knien steigen sollen. Und in unserem Dienst für den Herrn nicht meid wollen. Sind du mal Tiden, wo wir jässlich meid feilen? In welchen Tiden? Wenn ich feil wie nur jässlich meid? Wenn uns das gut geht? Ja, wenn wir versagt worden, nicht? Wenn die Versicherungen kommen dann? Ja, wonach?
Wenn einer durch was schwadet geht. Ja, wir gehen durch alle Sorten schwere Dinge. Manchmal haben wir einen Verlust am Leben, wie vielleicht eine Geliebte stirbt oder vielleicht die Eltern oder ein Kind oder was immer. Das schwer dann für uns in so einer Tiden. Und dann wir fühlen uns nur jässlich ladig oder müde. Und wenn wir versagt worden, vielleicht wenn wir was Gutes für Gott tun, kann wir dadurch auch müde worden? Kann wir nicht? Ich denke an Elia, beim Berg Karmel, nicht? Der hat ein wunderbares Ereignis oder Erfahrung durchgehabt, er konnte was Wunderbares tun für Gott. Er hat Sieg über die Baalpriester. Und dann nur dem wir heute müde. Der hat sich ganz ladig gefällt. Und er hat zu Gott gebeten, Gott, nimm mich nun nach Haus. Ich will von hier weg. Ich will nicht länger leben. Ich sehe hier vor dich. Und dann, was hat Gott mit ihm getan? Wem schaut er an? Ein Engel Gottes, wie das nächstes dort? Und dieser Engel brach am Wort. Brot und Butter. Einmal oder wofür? Zweimal. Dort hat er seine Energie kriegen können, nie Mut kriegen können, nie Kraft kriegen können, und dann kann er von dort wieder. Liebe Geschwister, manchmal fühlen wir uns auch so dort. Wir fühlen müde oder jässlich verletzt sogar. Und dann sage ich Gott ans Kimmel, ich kann bei mir immer nie Kraft rückschaffen. Ich habe genug Kraft für ihn. Ich sehe hier immer, ich kann immer nicht mitkommen. Ich will ihn immer halten, um jene Hände zu steuern, um jene Knie zu steuern. Ich sehe hier, Jesus sagt, Matthäus 24, 13, wer bat eng uithält, wird gerat worden. Wir machen ganz bad eng uithälen, gerat zu werden. Wenn wir ein ganzes Leben für Gott leben und dann eng Gott verluten dann sind wir verloren. Und Gott sagt ans Kimmel, komm zu mir, schab nie Kraft und Energie von mir, ich habe genug, ich will die halten. Und wir können diese Verse auch so verstehen, dass wir unter ihre Hänge und Knien auch steigen sollen. Und das wird Jesaja uns deutlich merkt in Kapitel 35. Wer mitlesen will, Jesaja 35. Ich lese für uns die Verse 3 bis 6. Jesaja 35, Verse 3 bis 6. Er sagt, merkt der schwache Hänge war der stark, und der angeknackte Knie war der stark. Sag ich zu dir, wenn er den Mund verloren hat, halt ihn stark, ha nicht Angst. Auch andere Menschen gehen durch so eine Tiden, wo an Mut fehlt und Kraft fehlt. Und dann soll wir zu so einer sein, halt ihn stark, ha nicht Angst. Gott ist mit uns. Wir sollen einander abbühen, Mut aussprechen. Das soll wir tun. Und dann sagt er, wenn wir wieder lesen, dann horche mal, jün Gott kommt, er wird Salz kommen in jün Draten, er wird Racheiven in Trei tun. Die blind sind, wollen dann mit ihren Uhren sein können. Und die doof sind, wollen die Uhren aufgehen. Die lahm sind, wollen aus einem Reich springen. Und die, die nicht stumm sind, wollen mit Frieden singen. In der Wildnis sagt er, was Worte verkommen. Und dort 3 Land wollen Riefer schreien. Und diese werden durch Jesus in den irdischen Dienst ganz erfüllt. Zum Beispiel aus Johannes im Gefängnis hier, was Jesus alles tut. Dann schickt er 2 von seinen Jüngern nach Arm und Leute am Frauen, bis du kommen soll oder selber einen anderen lernen. Und Jesus sagte an, gut sagt Johannes, was die hören und sein. Die Blinde kann wahr sein, die Lahme kann gehen, die Leprakranke, die wollen rennen, die Dove, die kann wahr hören. Die Daude stehen ab und die Arme wird das Evangelium gepredigt. Jesus hat so viele Menschen gehalten und geholfen. Und über was sagt er dann?
von uns, was verlangt er von uns? Johannes 14, Vers 12 sagt, ich sei in der Wahrheit. Wahrheit, das ist all gewährt. Ich sei in der Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird auch dort wirken, was ich tue. Und wird noch grater als das tun, wie es ich nur meinen Bruder. Er sagt, ich sei in der Wahrheit. Jesus will den Menschen auch von dem Tag durch seine Nachfolge halten. Er will Menschen physisch und geistlich heilen. Er will die, die durchgeschlagen sind, abhalten, nie Kraft geben. Er will Horten in ihren aufmerken. Er will die armen Menschen reinigen. Er will die, die geistlich und sogar manchmal auch physisch tot sind, abweichen. Das kann Gott. Das will Gott tun. Durch seine Jünger, auch von diesem Tag. Wir haben Jesus in Halbheilung und Reinigung nicht verdient. Dort wir ein Gnutgeschenk und wenn wir Gott durch ein Schaffen luten, so dass er auch andere Menschen von der halten kann, dann sagt Gott, dann dein wir unserem Nuber mit Gnut. Und dann sagt der Hebräer-Schreiber im Vers 13, merk sichere Schritt mit jener Feit, dort keiner aus ein lahme Hand stolpert, über Leibe gesund wird. Liebe Geschwister, wir sollen nicht bloß Mautfuten in andere halten, sondern auch vorsichtig den schmalen Weg gehen. Wenn wir meid oder verletzt sind, da ist es so sehr leicht für uns, da eine Hand zu stolpern, nicht? Hast du nicht so dort? Dann gleich wie eine feine Glicke, ein leichter Weg zu gehen, wenn da eine Hecht geht oder wenn da überall Steine sind, dann hast du so viel leichter Hand zu stolpern. In Uber, das sagt hier, wir sollen den besten Weg gehen, so dass wir nicht handstolpern. Dann, ein Bibelgelehrer sagt auch, wir können nicht bloß an uns selbst denken, wo das uns geht. Andere wollen unserem Beispiel folgen wollen, und wir haben dann die Verantwortung, ein gutes christliches Beispiel zu hinterlassen. Menschen, die wollen uns kicken. Und obwohl Gottes Wort sagt, wir sollen nicht den Menschen kicken, du wollen einmal sein, so eine Sache wird das tun. Und dann fragt der Schreiber uns, halb deine Beispiel andere und Christus zu glauben, am nur zu folgen und am zu wissen, oder wurden diejenigen, die folgen, verbiestert und durcheinander gebracht worden? So dass Gott, dass wir den schmalen Weg vorsichtig gehen, nicht bloß für uns selbst, aber für die ans Hängeron kommen dann. Wenn andere Menschen unseren Beispiel nur folgen würden sie verbiestert und durcheinander gebracht worden, oder würden sie nur in Jesus gebracht worden? Und meistens Jesus Christus worden. Das ist die Frage für uns. Ein gutes Beispiel für andere zu sein, gilt auch für jüngere Christen. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 12, und wenn wir daran denken, dass Timotheus eine junge Prediger wird, was sie glauben, er wird vielleicht 31 oder 32, und ich auch 32, so ein junger Bursch ist, was ich sehe, wie er auch damals. Und Paulus sagte ihm, lass keinem ab die Rauf kicken, du wegen, dass du noch jung bist. Sieh für die Glaubende ein Vorbild am Wort, am Wandel, am Leib, am Geist, am Glauben und an Reinheit, sagt Paulus zu ihm. Obwohl du jung bist, kannst du ein Vorbild sein. Und wie wir noch davon lernen. Wo kann ich noch mit genug deinen, Vers 14 sagt, dass alles, was ich kann, mit allen Menschen in Frieden zu leben, und strebt nach der Heiligung, wo ohne keiner den Herrn sein wird. So wir wollten dort Heilung oder heilig zu sein, als nötig für uns. Wir möchten heilig sein, weil wir einfach Gott sein wollen. Oder anders gesagt, gerecht vor Gott zu tun, möchten wir heilig sein. Aber hier verbindet der Hebräer-Schreiber diese zwei Dinge. Frieden mit Menschen zu haben und heilig zu sein. Und das kann wir gut verstehen, das ist uns deutlich, wie wir all am Anfang sagen, als das zweitgrößte Gebot Christi, unsere Nuber gut so gut sein als uns selbst. So, Kind Gottes zu sein, dort haben wir unseren Mitmenschen auch was zu tun. Und wir weiten die Seligpreisungen auch. Selig sind die ein reines Hort haben, wills die sollen beweit.
Gott schauen, Gott sein. Ans Hort mal drehen sein, wann wir Gott sein wollen. Und dann, kurz den nächsten Vers sagt Jesus, selig sind die durch Frieden merken, Friedenstifter sind. Die wollen was? Gott schauen, ja, und Gott seine Kinder halten, nicht? So, weil wir ein Tag Gott sein und seine Kinder halten, dann machen wir womöglich mit allen Menschen in Frieden leben. Und hier sage ich womöglich. Manchmal, zweimal, wo wir so eine Menschen treffen, wo das nicht möglich ist. Wo wir alles tun, was wir können, oder tun haben, was wir können, um Frieden mit der Person zu haben. Und die Menschen, die hassen uns. Jesus sagt, du wollen Menschen kommen, die wollen die hassen wegen mir, sagt Jesus, wegen du Kind Gottes bist. Er sagte seinen Jünger, wenn die mich gehasst haben, dann wollen sie die auch hassen. Die wollen so eine sein. Mit so einem Menschen wird es nicht möglich sein, in Frieden mit dir zu leben. Über selber die dann schleicht, Tritt tun, und kriegt so behandeln, dass die anstellen. Nee. Paulus sagt in Römer 12, 17 bis 19, was ihr schlechtet euch tun, tut das nicht mit schlechtet Treu. Streeft, hier sei wieder das Wort war, streeft zu tun, was ihr hofft, als in alle Menschen zum Guten dient. Dort alles, was ihr kann, wann dort möglich ist, mit allen Menschen Frieden zu haben. Dort niemals rach even, liebe Freund, geeft Gott ihnen euer Ruhm durch, wie es dort steht geschrieben, rach even als meine Sache, ich will Treu tun, sagt der Herr. So wir wollen niemals rach even, andere Menschen mit rach Treu tun, wenn es dort als Gottes Sache. Und mit allen Menschen Frieden haben, als schwor, dort als ein Ding, was wir nur streben sollen, nicht? Oder hingeron streben sollen, oder wo immer einer dort erklären kann. In Englisch sagt dort pursue. Wenn wir was pursuing tun, dann sei wir dort Ding, sei hingeron. Und wir schreiben nur dort. Wir wollen dort haben. Und ich weiß, ich habe auch manchmal so eine Verhältnisse gehört, wo ich meist nicht mit der anderen Person kann utkommen. Aber dann muss ich mich selbst fragen, am I pursuing peace? Do ich nur schreiben oder probe ich die Sache zu pushen, dass wir im Frieden leben? Wenn es war nicht, dann habe ich Anspruch nicht getan. Und in Frieden mit Menschen zu leben, ist nicht selbstverständlich. Wie machen du nur streben? Römer 4,19 sagt, weil wir streben zu tun, was zum Frieden dient und wodurch wir einer den anderen halten. Und wenn wir nicht willig sind, in Frieden mit anderen zu leben, was tut Gott dann mit uns? Er nimmt seinen Frieden von uns auch weg. Das ist, was er sagt. Und dann lässt er uns besser werden. In Hebräer 12, Vers 15 sagt, und seid du nur, dass keiner Gott seine Gnade versäumen macht, lut keine bessere Warte abwasen und Trübel unrechten, wodurch viele vereinigt wurden. Wenn wir besser wollen, dann sagt Gottes Wort, viele wurden dadurch vereinigt. Was meint das? Ja, das wird schlechte Frucht bringen, nicht? Die Menschen, die wollen nicht antworten, wenn wir Betternis am Hort haben. Und das wird andere Menschen auch beeinflussen. Wenn du jemand in der Kirche nicht gleichst, dann wird er nicht lange dir bei deinen Freunden auch nicht gleichen wollen. Und dann wollen sie den genommen. Bist die mit mir oder bist die für andere? Dort vereinigt viele Menschen, wenn wir Betternis am Hort haben. Nicht? Hast du nicht so dort? Ja. Und ich will nun diese Serie mit einem letzten Punkt schließen. Am Anfang los ich in Vers 28, 29, wirst wie ein unbewegliches Rick kriegen. Das steht Gottes. Habe ich genug, wodurch wir Gott dienen wollen, mit Hochachtung und Furcht, so es ihm dort gefällt. Wie es uns Gott als ein vernichtendes Vier. Liebe Geschwister, Gott hat Gnade mit uns.
wenn wir über Gottes Stamm und Gottes Gnade aufwiesen, dann sagt er, dann ist er ein vernichtendes Vier. Der hat alles getan, was er kann, um uns zu raten. Wir müssen das bloß annehmen. Und wenn wir das nicht tun, dann verdienen wir ewige Strafe. Im Alten Testament wird Gottes Zorn mehrmals mit 4 beschrieben. Nicht bloß hier. Besonders wenn Gott Menschen verurteilt wegen anderer Misshandeln. Wo geht die Geschichte von Sodom und Gomorra? Wer weiß? Wer kann das kurz erklären? Was wären die für Staaten? Ja, sei Arena-Staaten, nicht? Ja. Und Gott sagt zu Abraham, guck mal, all diese Gebete sind zu mir gekommen, wo diese Menschen andere so schlecht behandeln. Und nie will ich selbst gehen und sagen, ob das wirklich so euch ist. Und Abraham hat zu Gott gebetet oder mit Gott geredet und er sagt, guck mal, wirst du die Gerechte mit der Ungerechte auch strafen? Und dann schließlich können er Gott anreden, weil wir das dort erklären können, dort waren er mal 10 abgereichte Menschen durchfängen können. Dann würde er Sodom und Gomorra nicht anbringen und vernichten. Hat er könnt die 10 Menschen fängen? Nee. Der hat nicht könnt. Und dann lädt Gott seinen Schwefelblatt in 4 raufkommen und die 2 Städte sind, finde ich auch nicht mehr. So, du sei wie, wo Gottes Euer und Zorn mit 4 beschrieben wird. Gott sagt auch in Jeremia 21, Vers 12, stellt alle Tag jene Sachen treicht und halbt die beschummelt worden. Wenn die anbestehlen, das wird mein Euer jün brennen als ein Vier, wo keiner übmerken kann, wegen dort Beise, was je getan haben. Und an den letzten Betrachtungen habe ich gesehen, wo die Israeliten beim Berg Sinai Angst für Gottes Gegenwart hatten. Und wo wird Gottes Gegenwart beschrieben? Dort die Antwort fängt wie in 2. Mose 19, Vers 18. 2. Mose 19, Vers 18 sagt, als der Herr dann in Flammen ab den Berg Sinai raufkam, dann qualmt dort, als aus einen großen Ofen in der ganze Berg babert sei. Wie es eine 4 Flammen. Und obwohl wir nicht in den Berg gekommen sind, der mit 4 brennt, Gottes Zorn ist immer noch ein vernichtendes Vier. Und ein Tag wird Gott mit 4 alle Sünder bestrafen machen. Und das wird wir in Offenbarung 21, Vers 8 lesen. Und du wegen machen wir unseren jährlichen Wandel ernst nehmen, nicht so Esau. Hat Esau sein Geburtsreich ernst genommen? No. Hebräer 12, 16 sagt, seid ihr nur, dass keiner auffällt oder gottlos wird, so als Esau, der sein Erstgeburtsreich für eine Multitude verkauft. Eine Gruppe voll Schobeln. Bitte eine Barsch. Sein Erstgeburtsreich. Sein Vater, der wir wohlhaben, der wir reich. Und er verkauft sein Erstgeburtsreich für ein Kampf Schobeln. Sei er es nicht. Und dann Luther, Vers 17 sagt, nur her über, so aus die Weiten sagt die Bibel, als er den Segen dann orfen will, ward er aufgewiesen. Er fängt keinen Weg, sein Leben zu ändern, wann er auch unter Thronen dem Segen sah. Weil wir nicht glücklich sein mit der Gnade und dem Segen, der Gott uns gibt. Wie es ein Tag, dann wird es zu laut sein, dann ist es in der und wo leitet uns der, dann wird es bloß zu laut sein. Die Israeliten hatten Angst vor Gott, aber hatten ihm nicht mit Hochachtung und Furcht gedient. Sie respektierten seine Autorität in Leitung oder Leitung nicht. Sie hatten nicht bloß Gottes Stamm aufgewiesen, aber auch Gottes Gnade. Und sie wären nicht wirklich andere gnädig zu sein. Sie dachten, dass wir sie zu Gottes Volk gehörten, zum Berg Sinai, dann wären sie seilig. Und hier ist eine große Vorband, liebe Geschwister. Bloß, wenn wir eine Kirche fahren, auch wenn wir uns Gemeinde Gottes halten, dann merkt uns nicht säulig.
wird uns säulich merkt, als wenn wir Jesus Christus annehmen down. Und wenn wir unsere Sünden gebracht haben, und seine Vergebung gefragt haben, und am Trü, vom ganzen Herzen deinen down, dann war wir säulich. Nicht bloß, wenn wir zum Beispiel Gottes Gehirn down. Oder dort wir dort leben down, dort wir down. Nicht bloß, wenn wir in einer Kirche abgewaschen sind. Viele Menschen sind so glücklich über Kirchsachen, über die Bibel, über von Gott lernen, über Gott vom Herzen dein. Die hören Gottes Wort nicht. Kriegst du die Israeliten nicht deuten. Und darum nimmt Gott ihr Geburtsreich weich und gibt dort einem anderen. Gott ist nie testamentliches Volk. Der beugt Zion. Was wir von den Israeliten lernen, liebe Geschwister, in dem Herrn mit Gnut und Gottesfurcht dein. Dadurch, ja, wir seilig worden. Amen.